Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion und es ist ein Wunder passiert, weil normalerweise, sage ich gleich eigentlich auch warum, hätte mir dieser Film nicht gefallen dürfen, aber er hat mir sehr gefallen. Mein Name ist mein Name ist Corby. Mit dabei heute im virtuellen Studio der Mike. Hi Mike. Servus und Habedere. Und wer hätte es anders sich gedacht, wer will natürlich, wenn wir über diesen Film schon reden, auch dabei sein. Es ist der Manfred Kani Gurkenheimer. Hi Kani. Ja, die Gurke ist am Start und es ist schön, wie du an Mike und mich und unser zuhörendes Publikum gleich smilen lässt. Wahnsinn. Oh, genau. Wir reden nämlich über Smile 2 und Smile 1 hat mir gar nicht gefallen. Oder was gar nicht. Also ich finde den halt nicht so gut wie ihr. Weil ich meistens diese psychedelischen Horrorfilme nicht gut leiden kann. Und deswegen bin ich mit wenig Erwartungen in Smile 2 gegangen und war absolut geflasht. Und zwar schon nach den ersten 5 Minuten. Ja. Was war da nach den ersten 5 Minuten? Diese Verfolgungsjagd da durch das eine Haus. Ach ja, stimmt, der war super. Die Kamerafahrt allein hat mich begeistert. Und natürlich dann alles drumherum, was da passiert. Es ist gleich von Anfang an spannend. Du bist dabei und denkst dann, wow, fuck, in was für Richtung geht das Ganze? Und dann kommt eine bildhübsche, wie heißt sie, Naomi Scott? James Franco. Sky Riley. Die Schauspielerin. James Franco, ja. Sie ist praktisch der James Franco als Transfrau. Jetzt hör doch mal auf, diese scheiße Seite. Naomi Scott heißt. Hab ich doch gesagt, Mann. Okay. Sie schaut aber aus in dem Film wie der James Franco. Ach, jetzt ist so eine bequillte Scheiße. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf die Aufnahme. Holt doch du dein dummes fettes Maul, ohne Scheiß. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich mein Maul halten, du redest doch Müll. Der Seppi hat zugestimmt und der Corby haben zugestimmt. Ja, wir haben 3 Leute gesagt und ich schaue aus wie der James Franco. Dass du dann Ruhe gibst, dass du die ganze Zeit rumsagelst. Ich sagel ja nicht, sie ist eine bildhübsche Frau. Das steht außer Frage. Aber sie schaut in dem Film aus wie der James Franco. Ich werde sogar vorgreifen und sogar sagen, bei mir ist mit der Gänsehaut schon losgegangen, wo ich sehe, 6 Tage später, gleich am Anfang, das erste, was ich sehe, 6 Tage später. Und dann weiß man genau, wenn man Smile 1 gesehen hat, was dann 6 Tage später, was da los ist und wo der Film jetzt einsetzt, dann sagst du, leck Scheiße, jetzt wird spannend, weil der erste Teil lässt uns ja quasi mit einem Cliffhanger, den der zweite Teil einlöst. Und wie er das macht, ist mega, da pflichtet absolut bei. Ein geiler One-Shot drin, mit richtig, mit einer richtig coolen Action-Szene auch mit. Ja, ein Auftakt, der goriger und spannender und, ja, intensiver fast jetzt eigentlich können. Voll geil. Geht voll ab. Also das Intro fand ich auch bombengeil. Und auch wie du gerade gesagt hast, weil es halt auch gleich so scheppert, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil Smile 1, war überwiegend relativ ruhig. Ja. Was die Action angeht. Und dann habe ich zuerst gedacht, okay, der geht schon ganz schön, drückt schon ganz schön aufs Gas. Bin ich gespannt, ob er das Tempo dann so durchhält, ob wir jetzt wirklich da ein bisschen drüber sind von der Geschwindigkeit, weil im ganzen Film hätte ich 2 gefunden. Aber das fängt sich dann danach. Also es ist eigentlich nur schön zum Abholen am Anfang, dass jeder sagt, boom, jetzt bist du da und passt auf. Und danach geht er schön auf Brems, aber in einer angenehmen Geschwindigkeit über. Für mich zumindest angenehm. Ich weiß nicht, ob es echt langsam war. Also ich fand eigentlich, die ganze Zeit war die Spannung dann schon da, weil du, wie der Maike schon sagt, du steigst ja sofort mit dieser Prämisse von dem ersten Film ein. Also du weißt schon, okay, nach spätestens 7 Tagen holt die dieser, das wissen wir ja nach wie vor nicht so genau, was ist es denn jetzt eigentlich? Ist es der Dämon? Ist es der Geist? Ist es irgendeine Entität? Keine Ahnung, wen interessiert's? Es ist tatsächlich auch gar nicht so wichtig. Und ich darf jetzt auch nicht komplett auf die Handlung eingehen. Also zumindest nicht so, wie man es normalerweise machen kann. Gar nicht. Ich kapiere doch die Handlungen nicht, wenn ich wie so auf eine Handlung eingehe. Und ich glaube, wir schaffen es auch, dass wir da spoilerfrei durchgehen, weil eigentlich ist die eine Botschaft wichtig. Dieser Film ist bombengeil. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch den im Kino zum Schauen, tut's das. Es ist nicht nur psychedelischer Horror, sondern man sieht halt da auch nur relativ viel Performance von dieser wunderbar schauspielerischen Dame. Das Wort gibt's gar nicht, egal. Naomi Scott.
die da drin Tanzperformances abliefert, ohne Ende und bildhübsch ist. Mr. Kanye schon sagt, sie schaut aus wie der James Franco, du dummer Arsch. Also muss ich echt sagen, da war gerade eine Szene, und ich hab mir gedacht, boah, die ist echt hübsch, die Frau. Wirklich. Ja, voll. Und dann beugte sie so zu mir rüber, ist dir auch schon aufgefallen, dass die ausschaut wie der James Franco? Und dann nur von Corby so, du blöder Penner. Und ich sag's zuvor habe ich mich nach links gebeugt zum Seppi und habe gesagt, bin ich jetzt eigentlich irgendwie, habe ich einen Schaden im Auge, habe ich einen Schlaganfall, ich weiß nicht, aber die schaut doch aus wie der James Franco die ganze Zeit in dem Film. Und jetzt so, ja, ich denk's mir auch schon die ganze Zeit, ich habe nicht gewusst, wie der heißt, aber genau das ist der. Aber sie ist auf alle Fälle der schönste James Franco aller Zeiten. Ja. Und ich muss auch sagen, dass der Film, also die Songs auch voll geil funktionieren. Also diese Songs von der Riley, die gibt's ja auf Spotify und so, also sie zieht ja das voll durch mit dieser Riley, in der Realität quasi. Die finde ich voll super. Also die hat wegen so dieses Lady Gaga-Ding ein wenig so drin. Und ich fand die Songs so zwischen die Szenen finde ich super. Ich habe auch die ganze Zeit Lady Gaga im Kopf gehabt, allein schon ein bisschen wegen die Kostüme. Ich finde, dass bei dem irgendwie, weiß nicht, ob man da schon mal was dazu gelesen hat, aber irgendwie als war Lady Gaga da wirklich Pate gestanden für die Riley als Figur. Irgendwie schon, gell? Ja. Und auch, also es waren echt so, es war so Musik, wo ich ein bisschen, da kannst du ein bisschen mitwippen, die ist angenehm, die ist cool. Das schaffen andere Filme, die auf Musik aufbauen, nicht. Joker 2. Aber ich hab das auch, also das, weil oftmals ist es ja, wenn so Popmusik und so ist, dann vor allem mir als richtig krasse Mettler, wo du Heavy Metal lauft, wo du sagst, dann wieder, weiß man, wenn den ganzen Tag ein Flex auf Eisenschleifer hat, weil das ist richtig wild. Sogar mir hat die Musik passt, dass ich sage, das macht Spaß. Voll. Hast du nachgeschaut, ob sie das selber singt? Das singt selber, ja. Das ist, finde ich, halt richtig cool, weil das hat mich bei Trap No Way Out auch schon begeistert, dass ja die Tochter, wo mir der Name schon wieder empfallen ist, vom M. Night Shyamalan hat das ja alles performt und das fand ich ja schon beeindruckend, aber in Smite 2 muss ich sagen, da hat es mir einen Ticken besser gefallen und da war vor allem diese Tanzmoves, also irre. Bei der Choreo, wo es üben, das fand ich mega geil. Ich hab dann danach geschaut, wie alt sie ist und sie ist ungefähr so alt wie ich, also schon über 30 und dann hab ich mir gedacht, alter Schwede, wenn ich sowas mache, dat wahrscheinlich danach einfach am Boden liegen und kann nie wieder aufstehen. Sie ist so gegangen wie mir. Auf einmal stich ins Kreuz, Feierabend. Ja. Und dann erst mal jemand anderen beschuldigen. Genau. Wer war das? Wer hat mich angerempelt? Wer? Dieser Schachzug, dass man dieses Smile-Universum jetzt quasi erweitert, beziehungsweise, dass man sagt, eins der Opfer von diesem Dämon, der immer noch keinen Namen nicht hat übrigens, jetzt halt in die Medienlandschaft zum Verlegen, dass man sagt, okay, das spielt jetzt nicht nur alles im Teamen ab, im Kleiner, sondern jetzt haben wir quasi im Rampenlicht, fand ich so stark. Das habe ich mir im Trailer schon gedacht, dass wie viele 1000 geile Möglichkeiten gibt's denn da, dass sie die Frau öffentlich komplett zum Horst macht in Verbindung mit diesen Visionen von diesem Dämon und sie ziehen's wirklich Vollgas durch. Der Film ist so dermaßen unangenehm, fremdschämig schon fast und die Frau tut einfach so viel festleid. Und das muss ich diesem Film so zugute halten. So eine schlechte Zeit habe ich selten gehabt im Kino. Also das war wirklich ein Ding. Ich habe Leute dann nach dem Film noch verzeiht, dass wir jetzt gerade bei Smile 2 waren und wie krass das war und mir jetzt voll unterm Verzeihen Gänsehaut aufgestellt. Also das war so ein Film, den habe ich nicht einfach ausblenden können. Ich habe den die ganze Zeit den im Kopf drin gehabt und der hat mich wirklich voll mitgenommen. Voll. Und der Erfolg gibt ihm ja auch recht. Also ich habe im Kassettenschmerz schon gesagt, beim Budget von 28 Millionen hat er am ersten Wochenende 46 Millionen schon eingespielt. Wow. Und ja, für einen FSK 18-Film ist das einfach ein bombengeiles Unterhaltungsding. Ja. Schön, dass die aktuell alle so reinhauen. Ob das Terrifier 3 ist, ob das Smile 2 ist. Schönes Ding. Das mögen wir, wenn die guten Horror-Kassetten laufen. Ja. Was sagt sie, die 18er-Freigabe gerechtfertigt? Ja. Ja, schon. Also ich glaube, dass dieser Psycho-Horror da teilweise nur eher reinschlägt wie das Gorige. Das ist der Top noch drauf. Das ist die ganze Scheiße, die ganze Anspannung und dann noch der Gore drauf.
das ist halt wirklich so eine richtige, eine richtig krasse Mischung einfach. Das Ableben halt auch vom Louis, ihrem Drogendealer, ist halt auch, das ist schon richtig hart gewesen. Ja. Und dann halt, wie du schon sagst, diese ganze Psychoebene, ich finde das halt da auch so krass bei dir, wenn sie halt immer wieder mit ihrer Freundin oder ihrer Mom redet, dass sie nicht wissen, wie sie in ihrem Kopf ausschaut und dass sie mit dem die ganze Zeit klarkommen muss und dann gleichzeitig nur diese Wahnvorstellungen, die sie da die ganze Zeit dazu kriegt. Ich finde, das ist auf so viel Ebenen so gemein, wie die da eigentlich die ganze Zeit hergewirkt wird. Die tut mir, wie du vorher schon gesagt hast, ich wollte am lieber die ganze Zeit eingelangen, wollte sie in den Arm nehmen und sagen, du armes Ding, gib mir her, ich glaub's dir, aber ich sag's auch, wie es ist. Ansonsten glaubt's ja gar nicht. Und sie hat schon so zum Kämpfer mit sich selber, mit ihrer Vergangenheit, das ja auch richtig krass schön erzählt wird mit Rückblicke, bis sie dann einmal aufklärt, was eigentlich passiert ist, warum sie vor einem Jahr mal verschwunden ist von der Bildfläche. Und dann kriegt sie halt auch noch diese Scheiße mit dem mit dieser Entität ab. Die hat mir ultra leid da. Das fand ich, also dieser Film ist so unglaublich fies und gemein und ist durchgehend. Vor allem, wenn dann das aufgelöst wird, wo du sagst, das ist halt dann noch gemeiner. Es ist einfach, lasst es in Ruhe. Arme James Franco. Und was ich halt auch richtig geil kann, ist mit den Erwartungshaltungen spielen. Wenn es jetzt irgendwelche Jumpscares ist, wo du vermeintlich glaubst, dass das jetzt da gleich passiert, sie schaut sich ihr Handyvideo an und du denkst die ganze Zeit, oh fuck, oh komm, was passiert da jetzt gleich? Und auf einmal passiert was anderes. Da hat er mich an 3-4 Stellen echt gehabt, wo ich mir dachte, boah, du Arsch. Das hat jetzt Smile 2. Smile 2 ist der erste Film wirklich seit ein paar Jahren, dass ich im Kino beim Jumpscare mal wieder richtig gesprungen bin. Also ich mag das ich mag das voll gern, wenn es mich so reißt und so. Und das habe ich aber jetzt schon Jahre eigentlich nicht mehr gehabt, weil beim letzten, wo ich es gehofft hätte, das funktioniert, das glaube ich war The Nun 2 gewesen. Aber ja. Nix da. Ja, sei es drum. Aber bei einer Szene leckt mich am Arsch. Also da sind wir tot in den Bauchhöhle geschossen. Herr Kruzifix. Das war echt unangenehm. Gut, dass die Augen nicht sind wegen Wanderhoden, aber unschön. Das war wirklich unschön. Der Regisseur Parker Finn hat ja, glaube ich, auch den ersten Teil gemacht und auch den entsprechenden Kurzfilm dazu. Genau. Habt ihr den Kurzfilm beide gesehen? Ja. Den muss ich mir mal anschauen. Das war das, wo der Kobi zu mir gesagt hat, das hätte ich ihm nie sagen dürfen, weil der Kurzfilm so viel besser war wie das Smile 1. Großer Gott. Stimmt, war er. Halt dein Mund, bitte. Doch! Genau, halt dein schmutziges Mundwerk, Corbini. Ansonsten ist ja auch dabei. Der war gut. Laura Hessens. Ja, weil ich war noch gut. Aber nicht gut, der war ja selber nicht besser, genau. Ja. So ein Schmarrn. Er hat dann so einen anderen Podcast, wo du Smile hassen kannst. Habt ihr gewusst, wo wir wieder beim unnützen Wissen sind, habt ihr gewusst, Riley, ihr Freund in dem Film, wisst ihr, wer das ist? Saison. Richtig! Oh, leck, ich bin so gescheit. Und wie kennt man das? Weil er genauso ausschaut wie sein Vater. Das ist unfassbar. Dieses Grinsen, wenn er da drauf hat, das ist, als das Shining anschauen. Das ist Shining-Style, volle Kanne, ja, voll. Recht auch. Hier kommt Jackie. Wahnsinn. Echt stark. Und dann in dieser krassen Verbindung, in dieser Szene, wo es quasi auf diesem Wohltätigkeitsball ist, eben an Fremdschämigkeit nicht zu überbieten. Die haben mir da, ich wiederhole mich, die haben mir unglaublich leid da. Und dann kommt eben noch eben dieser besagte Freund von ihr, der eigentlich gar nicht mehr da sein darf. Und dann das, was er dann da abzeigt, wie der schaut, boah, Alter, ich war mir nicht gefallen. Alter Schwede. Fuck. Ich hab das nicht gewusst, wer das ist. Und jetzt habe ich gerade den Vergleich da und denke mal, ja. Cool. Alter Schwede. Unverkennbar. Ja. Unverkennbar. Ja, diese Rede, die war echt, das war, eigentlich kann man den Podcast zusammenschneiden auf einen Satz, lasst mal die Frau in Ruhe. Ja, lasst Riley bitte gehen. Genau, lasst einfach mal die Riley gehen. Das ist eigentlich so der Hauptgedanke, lass endlich die Riley gehen. Ja. Und sie muss wirklich von einer Scheißhaussituation in die nächste. Ja. Und es wird ihr nichts geschenkt. Und dann, wenn es wirklich meinst, jetzt wird es ein wenig positiver, das Ganze, jetzt kommt ihre Freundin, mit der sie es jetzt gekriegt hat und mit der versöhnt das jetzt wieder und so. Aber es wird einfach nichts besser. Es wird, die scheiße Spirale geht immer weiter nach unten, bis dann am Schluss da sitzt. Ich bin dann da gesessen, die
Die letzte halbe Stunde, wo ich gedacht habe, was wollen sie denn jetzt noch? Es geht nicht mehr schlimmer. Es geht nicht mehr schlimmer. Hört sich einfach auf, was möchtest man jetzt noch sagen? Und dann kommt der Film und sagt, Mike, sitz dich mal hier. Sitz mir auf den Schoß, Mike. Jetzt sagst du jetzt. Das ist wirklich, wie der Mike gesagt hat, man meint so, jetzt kommen so diese Hoffnungsschimmer. Ja. Jetzt ist so eine Lösung in Griffweite und dabei wird es noch hoffnungsloser. Das ist so, wow. Wie kann so gemein sein? Es ist wie der Corby sagt, der Film nimmt dir auf den Schoß und dann fordert er mit dem Mittelfinger in deine Mundwinkel ein und dann zirkt er das so auseinander und so muss er dann den Film die ganze Zeit anschauen. Genau. Drecksfilm. Wahnsinn. Eigentlich so Scheiß, schaut's euch nicht an. Das ist echt mies. Das ist, es ist wirklich so, wenn ihr eine richtig schlechte Zeit haben wollt, schaut's euch an. Ansonsten, also wer masochistisch veranlagt ist, der hockt sich da eine. Ja. Da gehst du nicht mehr mit einem Grinsen aus. Also da ist ausgesmeilt. Ja, diese geile Kreativität, die er auch mit an den Tag legt. Also es ist ja keine Attacke von diesem Dämon, ist ja gleich der anderen. Und er baut dann bestimmte Sachen, die im Film schon vorgekommen sind, wo du sagst, ja, ist schon strange, aber. Und dann auf einmal wird das wieder in den Film eingebaut, wo du dann sagst, oh Scheiße, das ist ja das und das. Und dann packt dir der Film wieder bei die Eier und zirkt die durch den Raum. Und das war wirklich irre. Das war wirklich irre. Also ich gebe da absolut recht. Wie oft war eine Situation, dass du denkst, ja okay, jetzt wird das da passieren und dann denkst du, hallo, passiert doch jetzt, bitte? Und auf einmal passiert was anderes und die reißt schon, denkst du, was? Jetzt hört's mir auf. Oder halt auch diese Grundthemen aus dem Film aufgreifen, wie eben Tanzchoreografien. Da haben wir ja dann auch mal diese Szene in Oleg und das war auch so unglaublich und dann das passt dann also gut eine eben mit dieser Grundidee, so einen Dämon auftreten dann lassen, geil. Und wieder mal scheiße gemein. Das hat auch wieder richtig weh, einfach nur beim Zuschauen. Das hat psychisch weh und danach hat es halt dann auch körperlich weh, die ganze Sache. Unangenehm. Und der Score noch dazu. Allein schon dieser Sound am Anfang. Ja. Und vor allem, es ist ja dann auch oft so leichte Chöre mit drin und die werden dann so zu einem Schmerzensschrei verzerrt. Das ist am Ende, wenn der Abspann einsetzt, du sagst, du hörst dann Riley ihre Songs und alles, was sie, oder teilweise, wenn sie dann singt, das wird dann so verzerrt wie ein Weinen oder wie so ein Schmerzensschrei oder Wimmern oder sowas. Ja, der Film lässt dir nicht einmal im Abspann aus. Sogar da ist es nur so, dass er voll fucking scheiß gruselig ist. Ja. Und also wie gesagt, gebe ich da voll recht, dieser Score, der sägt direkt an die Nerven. Und auch diese Kamera, der hat so geile Kameraideen mit drin. Gut, dass er also mal wieder das Bild am Kopf steht und so, das haben wir alles im ersten Teil schon gehabt. Aber er hat noch ein paar andere Sachen auf Lager und er ruht sich einfach nicht am ersten Teil aus. Er sagt wirklich so, wie wenn der Regisseur gesagt hat, was los, der erste war, den habe ich schon nicht schlecht hingebracht, aber jetzt zeige ich euch einmal so richtig, was ich drauf habe. Und das ist dann Smile 2. Und ich muss wirklich sagen, wo wir ja vielleicht schon zum Fazit gängen, für mich um einiges besser wie der erste Teil. Vollgas. Ja, definitiv. Viel besser. Also ich habe den ersten Teil auch gern mengen. Ich fand ihn jetzt nicht überragend gut, aber ich fand, der war halt einfach gut. Er war gut, das hat passt. Und ja, der zweite, der haut mit einem Dropkick aus dem Saal aus und sagt, jetzt hast du mir was Geiles gesehen, verzeih's am jeden, du besser. Ja, komm ruhig her. Ja, genau, heute leider einer, traust du nicht. Richtig unangenehmes Scheißding. Ich glaube, das ist aber wirklich der richtige Part, wo wir schon in Richtung Fazit gehen können. Gehen wir machen. Mike, du hast jetzt gerade schon angefangen, mach ruhig weiter. Okay. Ist jetzt einer von den Filmen, wo mir deine Herangehensweise, dass wir sagen müssen, wir müssten mal irgendwas schlecht sagen, wie die Eier rasiert, weil ich bei dem Film nichts hab. Das ist wieder so ein 5 Sterne mit Herzfilm. Also, weil er mich emotional wirklich so packt hat bei die Eier. Ich fisse jetzt bei dem Film nichts, was mir nicht gefallen hat, außer wie dieser Film mit der Riley umgeht. Das ist wirklich etwas, wo ich sage, lass die Frau bitte gehen, weil sie ist nett, die versucht's wirklich, Film, hör auf. Du nervst mich. Aber was der dann macht, und er berührt mich wirklich an meinem Horrorfilmherz und sagt, geh Kim, du möchtest doch auch, dass es dir schlecht geht. Du möchtest doch sehen, was hier als nächstes passiert. Du möchtest so sehen. Ja, natürlich möchte ich es auch wieder sehen. Aber einerseits, dann nimm halt bei den anderen ihr scheiß Mom oder so. Dann nimm ihr scheiß Mom, aber nicht sie. Das hätte ich auch gesagt, der scheiß Mom. Das war dann nur so der schöne Wink in Richtung, dieses Business ist völlig für den Arsch, alle scheißen auf die, sogar deine Eltern, es geht nur ums Geld. Die Hurenmam, die hätte es verdienen können. Ich stelle mir das gerade so geil vor, wie der Mike wegschaut und sagt der Film, Smile 2, Mike, du willst mir doch trotzdem singen. Ja, natürlich möchte ich das singen, aber du tust mir nicht gut. Schau, was ich jetzt an tue. Du tust mir gar nicht gut.
Und was ich geil fand, eben auch wieder, also dieses Spiel mit den Erwartungen. Und dass dieser Film dann mittlerweile dann ab der Hälfte, wo du dann wirklich schon sagst, jetzt kann es nicht mehr anders kommen, oder jetzt haben wir schon so gut wie alles gesehen, und du erwartest dann bestimmte Mechanismen schon, aber die wirft er dann wieder über den Haufen. Da geht's halt auch schon los am Anfang, wenn's, da ist ja noch gar nichts groß los, aber sie sitzt dann auch oft, wie bei Longlegs als letztes. Die Frau sitzt in einem Raum, mitten in einem riesigen Raum, mit dem Rücken zu der Tür, zu einer schwarzen Tür. Und du weißt genau, scheiße, da hinten ist jetzt was. Und das, was da drin ist, das beißt uns jetzt dann in den Arsch. Aber wann das kommt, wie das kommt, da hält dir der Film so lang hin. Und das macht er öfter. Diesen Effekt, dass du da auf irgendwas wartest und er untergrabt die Erwartungen und sagst, okay, passt. Diesmal haben wir es jetzt wirklich gut überstanden. Tack! Und schon hat er die wieder. Und das macht er halt nicht nur auf der Jumpscare-Ebene, dass er die nur die ganze Zeit der Schrecker möchte, sondern er schockiert die. Also er ist nicht nur die ganze Zeit aufs der Schrecker aus, sondern wirklich auf die tief sitzenden Schocks. Und das hat er wirklich voll geil drauf. Bumm, Ende. Der nächste. Mic Drop. Mike macht einen Mic Drop. Yeah. Ja. Bumm. Ja. Also, wenn wir nicht auf der Blu-ray zitiert werden, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Gemeiner Scheißfilm, geh weg, oder? Ja, genau. Lost Riley. Kani, wie schaut's aus? Flop und Top? Das ist, ich muss wieder Mike anschließen. Ich finde das ganz schwierig, hier bei dem Film irgendwas Schlechtes zum sagen und finde mittlerweile diese Idee von dir richtig beschissen. Bei manchen Filmen macht es Sinn, aber bei so den 5-Sterne-Dinger, was merkst du denn da? Ja, klar, aber ich sage jetzt einfach mal, dass ich gern, mein Flop ist jetzt erst einmal, dass ich an Lucas Gage, der an Lewis gespielt hat, gern mehr gesehen hätte, weil den fand ich bei Dead Boy Detective schon überragend und ich fand ihn auch da ziemlich geil. Das war für mich so eins von den gruseligsten Grinsekatzen mit dem Ray Nicholson. Wenn man das Zeit als, weißt du schon? Als Flop und mein Top, finde ich, ist so diese Kombination von dem, dass sie halt wirklich krank ist und ihr geht's schon so schlecht und da dann noch die ganze Zeit mit dem Fuß nachdrehen, was natürlich eigentlich gar nicht geil ist, brauchen wir nicht schmerzen. Aber das macht halt den Film eben so extrem, für mich extrem fesselnd und mitreißend und mitleidend irgendwo, dass schon so eine krass kaputte Frau, dass man immer mehr erfährt, wie sie eigentlich wirklich in ihr ausschaut, wie es ihr eigentlich geht, dann auch noch so eine scheiß Hölle durchleben muss. Das ist also schon lange nicht mehr einen Film gehabt, der mir wirklich so an die Eier packt, vor allem wenn man sagt, an Mainstream-Horrorfilm jetzt mehr oder weniger. Was hat man zuletzt, hat man sowas vielleicht bei Eden Lake oder diesen American oder Un-American Crime Story, wo es die einen im Keller, diese wahre Begebenheit, das ist an sich eine Filme, aber das war halt alles ein bisschen so abseits vom Mainstream und dass mir ein Mainstream-Horrorfilm so krass in die erzählerische, psychische Ebene einschluckt, dass er mich so am Sack hat, das habe ich nicht erwartet, das hat mich ultra überrascht und das finde ich mega geil. Und abschließend möchte ich halt auch wieder nur sagen, Lost Riley. Ja. Lost es einfach. So wie eine Botschaft. Ja, Film ist gut, aber bitte nimmer. Nein, nie wieder. Boah, das ist ja voll krass. Okay, da kann ich eigentlich bei beiden Fazits von euch gar nicht mithalten. Deswegen nehme ich jetzt als Flop mal das Offensichtlichste. Das ist ja auch schon wieder James Wieso Franco. muss der Film auf Deutsch Smile 2 siehst du es auch heißen? Was ist denn mit Smile 2? Ist das denn nicht genug? Na, es muss wie der erste Teil Smile siehst du es auch. Smile 2 siehst du es auch. Ja, wenn dann siehst du es auch und dann musst du sagen, ja, jetzt erst recht oder so. Aber das ist wieder recht. Er hat bei selben Beititel wie der erste und das ist schon sehr, sehr talentfrei. Also nicht ultra kreativ. Na. Okay. Bin ich bei dir, ist ein gutes Argument. Schon, gell? Ja. Schon. Es gibt immer was. Und mein Top, das ist irgendwie sehr stumpf, aber die Naomi Scott beziehungsweise die Sky Riley, die hat mich irgendwie von Anfang an so dermaßen gepackt, dass das so für mich ein richtig geiler Charakter ist. Und ich lasse es jetzt hier komplett offen, aber ich wünsche mehr von der zum Singen. So, bei OnlyFans quasi, oder? Ach so meinst du das? Ja, da auch. Aber die hat es einfach grandios gemacht. Also wie schon gesagt, allein von dieser Choreografie her, vom Singen her, vom Schauspiel her, von dem Mitfiebern. Sie war irgendwie nicht die ganze Zeit für mich so Hochglanz
poliert, was natürlich irgendwie komisch ist, weil sie macht ja da drin Popstars und dann irgendwie, sie hat die ganze Zeit sowas Authentisches, Menschliches gehabt und da hat's einen die ganze Zeit gepackt und hat gesagt, Kim mit, wir gehen jetzt da durch Smile 2 raus und hoffentlich kommen wir beide am Ende an. Und der Film hat dann gesagt, schauen wir mal, wie wir beide am Ende ankommt. Take me by the hand. Der Corby hat ein bisschen einen Crush, Money, ha? Der hat ein bisschen einen Crush entwickelt. Immer doch. Ja. Was ich auch noch sehr cool fand, das fällt mir jetzt gerade steil, weil ich durch die Besetzung gerade so durchschaue, und zwar die Drew Barrymore-Szene, weil ich zum Corby noch sage, schau hin, da ist Drew Barrymore und da steht sogar noch Drew drauf. Und da habe ich dann geschaut, weil es ist wirklich eine von den erfolgreichsten Talkshows, die es momentan in Amerika gibt. Also die gibt's echt? Ja, die gibt's echt. Das und das tragt jetzt noch mehr dazu bei, dass man sagt, der Film wirkt noch authentischer, weil er ist wirklich, wenn jetzt also diese Pop-Songs und das Ganze zeigt, die wo wirklich sehr professionell produziert, sie anhören und was weiß ich, dann auch noch mit dieser Talkshow, die es in Wirklichkeit gibt. Wow, jetzt gefällt er mir noch besser. Ja, bin ich dabei. Das habe ich nicht gewusst, dass da echt nur Talkshows gibt. Bei uns gibt es das gar nicht mehr. Ja, das ist ja das Nächste. Kein Arabella mehr, kein Hans Meiser. Hey, was ist mit der Landschaft los? Bitte, auf der Note hören wir jetzt nicht auf. Nein, wir haben ja noch eigentlich was der Mike noch gar nicht kennt, weil das haben wir bei Joker 2 das letzte Mal erst angefangen. Ich habe nämlich jetzt gesagt, ich möchte jetzt mal, darf irgendeiner von uns, an anderen von uns eine Aufgabe zu stellen, was er an dem Film ändern darf, um irgendwas anders zu machen. In dem Fall stelle ich die Aufgabe jetzt nicht, weil die habe ich jetzt einfach schon übernommen, indem ich gesagt habe, dass ich gern gehört, dass die Riley vom James Franco gespielt worden war. Das war jetzt die Aufgabe hätte ich so gestellt. Aber, dass der Mike auch schon mal weiß und alle Hörer, die kein Steady haben, es wird in Zukunft noch immer eine kleine Aufgabe, die irgendwie ausschauen kann, mit einfließen. Ich möchte auch noch was ändern. Ich darf das jetzt gerne noch sagen. Darf ich was sagen? Was? Ich möchte den Trailer gerne ändern. Ich möchte gerne ändern, dass ich den Trailer nicht gesehen hätte, weil ich anhand vom Trailer schon sagen kann, wie der Film ausgeht. War eigentlich ein Flop gewesen. Eigentlich ein Flop. Dann für die. Naja. Mike, ich habe den Trailer nicht gesehen. Und du hast gewusst, wie es ausgeht? Nein, ich hab's nicht gewusst und ich bin so froh, dass ich nicht gesehen habe. Ich hab den Film gesehen und hab's immer noch nicht kapiert, was los ist am Schluss. Mit wem habe ich den gesehen? Mit dir, Kani, oder? Haben wir da irgendwas angeschaut? Ist der nicht bei Maxine gelaufen? Ja, oder bei Alien Romulus ist er gelaufen. Aber den haben wir nicht wir zwei angeschaut. Das stimmt. Da aber wir haben jeder für sich. Bist wieder fremdgegangen, du Schlampe. Ja, da habe ich einen User-Treff gehabt. Ich hab doch schon mal gesagt, hör auf, das so zu nennen. Jetzt hör doch mal auf, halt. Das nennt man das sowas heißt User-Treff. Wie nennst das du, wenn du mit einem User triffst? Ich kenn tatsächlich den Begriff User-Treff nur aus einem Genre für Erwachsenen. Du bist so ein Schwein, Corby. Du bist so ein Schwein. Indem du gerne mal einen User-Treff mit einer Omi James Franco Scott hättest. Warum nicht? Ich sag nicht nein. Ja. Wer da nein sagt, der ist tot, innerlich. Aber echt, ja. Ich will gerade sagen, oder blind. Ja. Oder blind. Gut, dann haben wir natürlich nur den Triple Threat, den gibt's immer noch. Wer den Film gesehen hat und blind, oh Gott. Triple Threat, kennt man in dem Film denn eigentlich Trompeten vor? Nein. No. Nicht. Wie schaut's aus mit toten Tieren? Na, oder? Na? Nein, ich wüsste da nichts nennen. Und was ist dann mit Titten? Nope. Wie kann uns dieser Film gefallen, frage ich. Wahnsinn. Vielleicht haben sie unsere Kriterien, was uns gefällt, verändert. Okay. Wahrscheinlich haben wir erwachsen so ein Schwachsinn, oder? Wir stellen doch einfach nur auf Titten, Schwänze und auf die Viecher. Ist doch immer nur das Gleiche. Drecksfilm. Drecksfilm, sag ich. Wieso? Er sagt, oh Gott, und frisst jeden Tag 3 Kilo Schweine. Also natürlich stehst du auf die Viecher. Wieso eigentlich? Ich bin ja Vegetarier. Was ist denn los? Das ist nicht. Na, freilich. Wie kann man das in Zukunft abändern zu Tiere? Das wäre irgendwie netter. Ja, nett, aber sagen wir mir nicht. Immer. Lügenbaron, moderier ab und heute fotzen. Gut. Dann schreibt uns in die Kommentare, was ihr von Smile 2 heute und falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, schreibt drunter, warum? Was ist los mit euch? Aber echt, Also bitte, geht's ins Kino. Zeigt das nur, wenn er Fuß amputiert ist oder nicht hingehen kann. Oder mit der kann ich auch mit dem Rollstuhl ins Kino fahren. Also das ist ja kein Ausrede. Und wir wollen mal unbedingt jetzt ins Kino, schaut euch das an, der muss nur erfolgreicher werden, wir brauchen einen dritten Teil und nämlich schauen, wie das auf der Prämisse weitergeht. Bumm! Ja, da bin ich richtig neugierig. Wiki, yeah, das macht's ja. Und ansonsten vielen Dank, Kani, vielen Dank, Mike, für diesen wunderbaren Podcast. Das war mir ein
inneres Kuchen essen und Kuchen. bis zum Piss hat er gesagt, jetzt hat er Piss gesagt. Kuchen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Nicht von der Drew Show. Weiß nicht, habe ich noch keine ganze Folge gesehen. Kann ich nicht beurteilen. Na, dann schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Dann schauen wir das nie an. Servus und habe die Ehre, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Bis bald. Adieu. Au revoir.